SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Mittwoch, dem 26. August. Verheerende Sturzflut in Nepal. Zahlreiche Menschen werden dabei getötet, viele werden noch vermisst. Wir fassen gleich zusammen, was bisher bekannt ist. Dann außergerichtliche Einigung. Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, vereinigt sich mit den klagenden Bundesstaaten. Der Konzern zahlt fast 17 Milliarden Dollar und verpflichtet sich zu Schutzmaßnahmen für Jugendliche. Das schauen wir uns genauer an und fragen nach Konsequenzen und Wirkung. Wegen Trockenheit und Hitze. Der Bundesrat stellt gut 70 Millionen Franken bereit für die Anpassung des Waldes an den Klimawandel und für die Unterstützung der Landwirtschaft. Und weiter in der Sendung 70 Jahre Bravo. Die Jugendzeitschrift hat ganze Generationen aufgeklärt in Fragen von Beziehung und Sexualität. Denn viele andere Informationsquellen gab es lange Zeit nicht. Bei meiner Freundin, da habe ich natürlich mit rotem Kopf und einem Kribbeln im Bauch und großem Interesse und natürlich auch Aufregung dieses Heft in den Händen gehalten und habe mich da erkundigt und auch Neues erfahren. Sagt die Sexologin und Sexualtherapeutin Simone Dudle hier im Echo der Zeit. Bei einer gewaltigen Sturzflut aus Schlamm und Geröll sind im Grenzgebiet zwischen dem chinesisch verwalteten Tibet und Nepal mindestens 98 Menschen ums Leben gekommen. Diese Zahl steigt stetig, zudem werden Hunderte noch vermisst. Darunter sind auch zahlreiche ausländische Touristinnen und Touristen. Südasien-Korrespondentin Maren Peters fasst zusammen, was bis jetzt bekannt ist. Verschiedene Videoaufnahmen zeigen, wie eine gelbe Flutwelle aus Wasser, Geröll und Schlamm Häuser, Straßen, Brücken und ein Kraftwerk auf der nepalesischen Seite mitreißt und wie Menschen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Viele schafften es nicht. Mehr als 300 Menschen werden noch vermisst. Darunter sind auch viele Touristinnen und Touristen, unter anderem aus Indien und Großbritannien. Die betroffene Grenzgegend im Himalaya ist bei Wanderern und Pilgern beliebt. Das Unglück passierte gegen 9 Uhr Ortszeit. Vorausgegangen war ein Erdbeben. Es könnte eine Eis- und Felslawine auf der tibetischen Seite ausgelöst haben, die dann mit einer gewaltigen Flutwelle flussabwärts Richtung Nepal stürzte, sagte Nepals Außenminister. Nach Angaben des nepalesischen Flutforschers Narayan Gawali kam das Unglück völlig unerwartet. The flooding came from the China to Nepal and we had no any alerts. Die Flut sei über die Grenze aus China gekommen, aber die chinesische Regierung habe Nepal nicht über die Gefahr informiert. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit funktioniere noch nicht und müsse verbessert werden. Polizei und Rettungskräfte auf beiden Seiten der Grenze sind im Einsatz. Auch Nachbarländer haben Unterstützung angeboten. Die Rettungsarbeiten werden durch die Schlammmassen erschwert. Menschen unterhalb der Unglückszone wurden in Sicherheit gebracht, denn die Behörden befürchten eine zweite Flutwelle. Oberhalb des Flusses gäbe es noch eine Blockade, die sich lösen könnte. Es handelt sich schon jetzt um das schlimmste Desaster in Nepal seit dem großen Erdbeben 2015. Damals kamen mehr als 9.000 Menschen ums Leben. Zu den wichtigsten Meldungen des Tages mit Lara Christen nun. Ab Anfang November kann in der Schweiz die neue biometrische Identitätskarte beantragt werden. Diese ID enthält einen Chip mit 2 Fingerabdrücken und ein Gesichtsbild, wie bereits der Schweizer Pass. Das hat der Bundesrat mitgeteilt. Die neue ID ist freiwillig, sie wird aber in Zukunft für Reisen innerhalb der EU nötig sein. Bereits ausgestellte Identitätskarten bleiben bis zu ihrem Ablaufdatum gültig, auch in der EU. Der Bundesrat will den öffentlichen Verkehr sicherer gestalten. Die Transportpolizei soll deshalb künftig unter anderem Geräte wie Taser einsetzen dürfen. Mit Bodycams soll festgehalten werden, ob der Einsatz der Taser rechtmäßig war. Auch Fahr-, Kontroll- und Begleitpersonal soll unter Umständen Bodycams nutzen dürfen, beispielsweise dann, wenn eine Person Hilfe anfordert. Parteien, Verbände und andere Interessierte können sich bis Mitte November zu den Plänen des Bundesrats äußern. Der Bund will sein Alarmsystem verbessern. Künftig sollen Menschen, die sich in einer Gefahrenzone befinden, durch kurze Textnachrichten auf ihren Handys vor einer Katastrophe gewarnt werden.
Diese Technologie mit dem Namen Cell Broadcast soll rascher eingesetzt werden als ursprünglich geplant. Das Verteidigungsdepartement darf zu diesem Zweck dem Parlament einen Kredit von 15,8 Millionen Franken beantragen, im Rahmen des Nachtrags zum Budget für dieses Jahr. Insgesamt kosten der Aufbau und der Betrieb von Cell Broadcast knapp 68 Millionen Franken. Das neue Alarmsystem soll eine Ergänzung sein zu den Sirenen, zum Radio und zur Alarm-App AlertSwiss. Nun noch Meldungen aus dem Ausland. Monatelang haben Beamtinnen und Beamte aus mehr als 20 Ländern ermittelt. Nun ist ihnen ein Schlag gegen kriminelle Netzwerke gelungen. Die Beamten, darunter auch einige aus der Schweiz, haben in mehreren Ländern 58 Personen festgenommen. Das schreibt die internationale Polizeibehörde Interpol. Über 260 weitere Personen würden verdächtigt, Teil von kriminellen Netzwerken zu sein, die im großen Stil betrügen. Die Rede ist etwa von Liebesbetrug, Geldwäscherei oder auch von gewalttätigen Verbrechen. Die kriminellen Netzwerke stammten ursprünglich aus Westafrika, hätten aber teils Ableger in anderen Ländern. Der ungarische Autor und Fotograf Péter Nádas ist gestorben im Alter von 83 Jahren. Das teilte eine Vertreterin seines Verlags mit. Er sei in seinem Haus im Südwesten Ungarns gestorben. Nádas gehört zu den wichtigsten literarischen Stimmen seiner Zeit. Seine Bücher, darunter Ende eines Familienromans, beschäftigen sich hauptsächlich mit der Situation im kommunistischen Ungarn. Die Börsendaten von 18:06 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 14.543 Punkten plus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu 93,84 Rappen gehandelt und der Dollar zu 80,55 Rappen. Und das Wetter? Heute Abend und morgen scheint trotz hohen Wolkenfeldern oft die Sonne, nur am Alpensüdhang ist es teils bewölkt. Morgen wird es um 30 Grad heiß, in den Alpen kommt kräftiger Föhn auf. In den USA ist es im Prozess gegen den Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta zu einer Einigung gekommen. Eine große Zahl von Bundesstaaten hatten geklagt und Meta vorgeworfen, ihre Social-Media-Apps absichtlich so gestaltet zu haben, dass sie süchtig machen. Es drohten Strafen im Bereich von mehr als 1.000 Milliarden $. In der außergerichtlichen Einigung verpflichtet sich Meta nun, ohne Schuldeingeständnis, fast 17 Milliarden $ an die klagenden Bundesstaaten zu zahlen. Zudem soll die Nutzung von Jugendlichen eingeschränkt werden. Darüber reden wir nun mit SRF-Digitalredaktor Guido Berger. Guido Berger, auf den ersten Blick tönt die Zahl von 17 Milliarden $ nach viel, aber ist das für Meta wirklich schmerzhaft? Also Meta selber hat ja ursprünglich bis zu 1400 Milliarden möglichen Schaden befürchtet. Die klagenden Staaten haben eher so was in der Gegend von 200 Milliarden gefordert. Also das konnte Meta nun stark herunterhandeln. Meta will auch schon im nächsten Quartal 10 Milliarden abschreiben und hat dann außerdem noch ein Jahrzehnt Zeit, das dann alles auch auszuzahlen. Also im Vergleich zu dem Gewinn von circa 60 Milliarden pro Jahr ist das für Meta absolut verkraftbar. Meta verpflichtet sich neben der Zahlung zu Schutzmaßnahmen für Jugendliche. Für sie soll es zeitliche Limiten geben, eine nächtliche Zugangssperre oder auch soll die Anzahl Likes bei den Posts nicht mehr sichtbar sein. Sind das Zugeständnisse, die die Jugendlichen effektiv schützen? Also es wird so die zeitliche Nutzung eingeschränkt auf 2 Stunden pro Tag. Es gibt eine Pause in der Nacht zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens. Außerdem können Jugendliche selber oder auch die Eltern für sie so diese algorithmische Auswahl von Inhalten ausschalten. Sie können das automatische Abspielen von Inhalten abschalten. Also insgesamt reduziert das wahrscheinlich den Konsum, den die Jugendlichen haben auf diesen Apps. Ob das die App dann weniger attraktiv macht, ist noch offen. Es könnte gerade auch umgekehrt sein oder dass diese eingeschränkte Nutzung das Verlangen dann vielleicht sogar noch steigert. Und ob das dann irgendeinen Einfluss auf die psychische Gesundheit der Jugendlichen hat, das ist weiterhin offen. Außerdem, all das gilt nur für Jugendliche jünger als 18. Also 18, 19, 20-Jährige dürfen dann alles tun, was sie wollen. Also man kann wohl sagen, Meta kann Zugeständnisse machen, ohne dass sie jetzt irgendwie ihr Geschäftsmodell gefährden. Und ob dann die Situation der Jugendlichen besser wird, ist noch völlig offen.
Die Einigung, die ist ja erst heute Mittwochnachmittag publik geworden. Steht sie auf sicheren Füßen oder könnte sie noch gekippt werden? Also das Gericht muss diese Einigung noch akzeptieren. Was ich außerdem noch spannend finde, gewisse Punkte der Einigung sind explizit davon abhängig, ob YouTube und TikTok auch mitmachen, obwohl die gar nicht am Tisch saßen. Also circa 5 Milliarden muss Meta nur zahlen, wenn YouTube und TikTok den gleichen Betrag bezahlen. Und auch diese Zeitlimiten von 2 Stunden, die könnten noch verkürzt werden, wenn andere aus der Industrie auch mitmachen. Und da ist es einfach noch völlig offen, ob die sich darauf überhaupt einlassen. Die Einigung, die gilt ja nur für die USA, aber welche Auswirkungen könnte sie andernorts, zum Beispiel hier in Europa, haben? Das ist richtig, es gilt effektiv nur für die Staaten, die Teil des Prozesses waren. Das ist der größte Teil der USA. Florida und New Mexico zum Beispiel sind nicht dabei. Und von Europa oder der Schweiz ist überhaupt keine Rede. Aber es könnte natürlich schon sein, dass, weil sich jetzt Meta auf diese Einigung eingelassen hat, dass das dann so einen Vorbildcharakter bekommt, dass es in anderen Verfahren ähnlich gehandhabt wird oder dass Regulierungen ähnlich angedacht werden. Aber sicher nicht einfach automatisch. Vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen. Das war Guido Berger von der SRF Digitalredaktion. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF. In der nächsten halben Stunde sprechen wir mit dem neuen Verwaltungsratspräsidenten der SBB und wollen von ihm wissen, was er mit den Bundesbahnen vorhat. Wir wollen wissen, was die Führung der Raiffeisenbank von den Vorstellungen des Bundesrats für strengere Regeln für systemrelevante Banken hält. Wir fragen, weshalb man sich im Kreml grundsätzlich eigentlich über Auftritte von US-Rappern in Moskau freut, die ja nicht eben ein konservatives Weltbild propagieren. Und wir besuchen einen Badeort in Griechenland, der diesen Sommer von einem verheerenden Feuer heimgesucht wurde. Zuerst aber ins Bundeshaus. Die große Hitze des Sommers klingt langsam ab, die Schäden jedoch die bleiben. Vor 2 Wochen sah der Bundesrat deshalb noch keine Dringlichkeit für große Hilfsmaßnahmen und daran hat sich auch heute wenig geändert. Doch der Bundesrat will kurzfristig 2 Anpassungen vornehmen und den Wald und die Landwirte mit zusätzlichen Krediten unterstützen. Aus dem Bundeshaus Ruth Witwe. Nach einem für Mensch und Natur wahnsinnig trockenen und heißen Sommer, in dem vor allem die Landwirtschaft die Hilfe des Bundes vermisste, hat Bundesrat Albert Rösti 2 kurzfristige Hilfsmaßnahmen vorgestellt. Das sind 2 Kredite aufstocken, zusammen rund 70 Millionen Franken. Ist das alles, wagte sich eine Journalistin zu fragen. Ob sie reichen, werden wir innerhalb des nächsten Jahres sehen. Das kommt sehr darauf an, was jetzt passiert. Also wenn wir natürlich weitere Trockenheitswellen, was wir nicht per se einfach ausschließen können, wenn das natürlich noch eintreten sollte, jetzt auch September, ein Winter mit wenig Niederschlag geben, ja, dann reichen sie unter Umständen nicht. Stand heute bin ich der Meinung, doch, sie müssten reichen. Der Bund habe nichts getan, verteidigte sich der Umweltminister. Zollfreie Futtermittelimporte wurden beschlossen, vorgezogene Direktzahlungen oder verbilligte Ernteversicherungen. Auch außerhalb des Landwirtschaftsbereichs seien Mitarbeitende seit Wochen an der Arbeit. Der Bund handelt bereits seit langem. Wir beginnen nicht erst heute mit Maßnahmen. Seit Wochen laufen Arbeiten auf verschiedensten Ebenen. Es sind 4 Departemente involviert mit vielen Ämtern. Der Bundesrat ergreift also nach wochenlangen Arbeiten in der Bundesverwaltung 2 weitere Maßnahmen. Er spricht gesamthaft rund 70 Millionen Franken für die Anpassung des Waldes an den Klimawandel und für Landwirtschaftsbetriebe. Um 17,5 Millionen werden die Gelder für die klimataugliche Aufforstung der Wälder aufgestockt. Pro Jahr bis 2031. Und Bäuerinnen und Bauern können zinslose Darlehen von gesamthaft 54 Millionen erhalten. Diese Unterstützung müssen die Betriebe aber dem Bund zurückzahlen, so Bundesrat Rösti. Wir entschädigen also nicht pauschal Ernteausfälle, wir helfen gezielt dort jenen Betrieben, die wegen dieser außerordentlichen Situation in einem existenzgefährdenden Liquiditätsengpass geraten. 2 kurzfristige Maßnahmen. Aber wie begegnet der Bund den Ursachen, dem Klimawandel? Albert Rösti hat kürzlich darauf hingewiesen, dass die Schweiz das Ziel zur Reduktion von CO2 bis 2030 nicht erreichen werde.
Wie will er diese Lücke füllen? Was ist sein Plan? Rechtzeitig reagieren, sagt der Umweltminister. Der Bundesrat wird aber vorher handeln. Wir werden 2027 eine Gesamtanalyse der getroffenen Maßnahmen machen, damit wir die Lücke dann auch beziffern können und sagen, wie weit sie besteht. Dann müsse der Bundesrat aber im neuen CO2-Gesetz konkret werden, sagt Patrick Hofstetter vom WWF. Da sei jetzt wichtig, dass dieses neu zielführend ausgestaltet wird, weil die Verfehlung der Klimaziele kommt daher, dass man schon wusste, als 2024 das aktuelle Gesetz verabschiedet wurde, dass das nicht reichen wird. Das darf nicht nochmals passieren. Dieses Mal muss ein sattelfestes Gesetz geschnürt werden. Der Bundesrat will die Situation nach dem Hitzesommer im Herbst erneut analysieren und bis Ende Oktober seine Entscheide vorlegen. Es gibt viele Baustellen bei der SBB. Die Schweizer Bundesbahnen benötigen zum Beispiel 9,5 Milliarden Franken alleine, um die aktuelle Infrastruktur instand zu halten. Gleichzeitig möchte aber der Bundesrat den öffentlichen Verkehr weiter ausbauen. Der finanzielle Spielraum dafür ist aber begrenzt, denn die SBB hat über 11 Milliarden Franken Schulden. Darum wurde heute mit Spannung erwartet, was der neue Verwaltungsratspräsident André Wyss mit der SBB vorhat. Er ist seit rund 100 Tagen im Amt und hat heute seine strategischen Schwerpunkte präsentiert. Wirtschaftsredaktor Pascal Lago. Es ist wohl kein Zufall, dass die SBB-Medienkonferenz ausnahmsweise nicht am Hauptsitz in Bern stattfand, sondern in einer Werkstätte in Zürich-Altstetten. Der neue Verwaltungsratspräsident André Wyss stellte seine Pläne in einer großen Reparaturhalle vor, wo Dutzende von SBB-Zügen saniert werden. Wyss war vorher Chef des Schweizer Baukonzerns Implenia und gilt als Sanierer. Es stellt sich die Frage, müssen nicht nur die Züge in der Werkstätte repariert werden, sondern die SBB als Ganzes? Die SBB muss nicht repariert werden, die SBB ist sehr stark unterwegs, aber natürlich gibt es strategische Anpassungen, die wir in die Zukunft anpassen müssen. Die finanzielle Handlungsfähigkeit müsse gestärkt werden. Laut der SBB müsste der Gewinn jedes Jahr 1/4 Milliarde Franken höher ausfallen als heute, damit langfristig die Züge erneuert werden können und noch Geld übrig bleibt, um den ÖV auszubauen. Es bräuchte sogar noch mehr Geld, wenn die SBB auch ihre Schulden stabilisieren möchte. André Wyss schließt darum nicht aus, dass die Zugbillette künftig teurer werden könnten. Natürlich wird man die Preise immer wieder anschauen müssen und ich gehe schon davon aus, dass es auch in Zukunft, wenn die Inflation so weitergeht, gewisse Anpassungen geben muss. Die Billette haben sich aber gerade erst verteuert, deshalb rechne er nicht mit einer baldigen erneuten Erhöhung der Preise. Und es sei nicht die SBB alleine, die das entscheide, sondern die Allianz Swisspass. Die SBB müsse vor allem auch sparen, und zwar im ganzen Unternehmen. Also grundsätzlich wird jede Sparte dazu aufgefordert, sich zu verbessern. Und so werden wir das auch weitermachen. Aber vieles kommt, wie gesagt, aus der Digitalisierung, aus der Priorisierung der Investitionen. Wo er konkret den Rotstift ansetzen wird, wollte er nicht im Detail verraten. Wyss will die SBB aber stärker digitalisieren und erhofft sich so, die Produktivität zu steigern. Zum Beispiel die Stellwerke werden digitalisiert, die Betriebsführung wird digitalisiert. Also da gibt es einiges, das man dazu tun kann, aber auch mit dem Kundenerlebnis. Zum Beispiel MyRide wäre so eine Methode, wie man natürlich mit dem Tool besser und kundenorientiert arbeiten kann. Außerdem soll auch SBB Cargo effizienter werden. SBB Cargo ist zuständig für den Güterverkehr, um Waren aller Art zu transportieren und ist derzeit noch ein eigenständiges Unternehmen, wenngleich im Besitz der SBB. Ab Anfang nächstes Jahr wird SBB Cargo dann wieder in die SBB eingegliedert. Damit möchte die SBB die defizitäre SBB Cargo näher bei sich haben und schlankere Entscheidungswege schaffen. Ob all diese Maßnahmen reichen werden, um die SBB finanziell fit für die Zukunft zu machen, muss sich erst zeigen. André Wyss gilt als Macher und muss sich als ehemaliger Chef von Implenia nun an die Rolle des Verwaltungsratspräsidenten bei der SBB gewöhnen. Er hat heute viele Fragen beantwortet, die das operative Geschäft betreffen. Es fragt sich allerdings, wie stark er dem SBB-Chef Vincent Ducrot reinreden wird. Ganz klar, der CEO ist verantwortlich für das operative Geschäft. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Strategie und auch die Beziehungen zum Eigner. Der Eigner der SBB, das ist der Bund. Und beim Bund will André Wyss vorstellig werden. Es geht nicht um staatliche Unterstützung, sondern es geht um das ganze Konzept. Wir haben verschiedene Businessmodelle. Zum Teil sind das Abgeltungsbereiche, zum Teil ist das Energie. Und wir werden diesen Handlungsspielraum und diese Rahmenbedingungen sicher mit dem Eigner besprechen wollen.
Hier hat André Wyss heute eine klare strategische Priorität angekündigt. Die Verlässlichkeit der SBB, der Züge und der Fahrpläne sei zentral. Der Erhalt und die Modernisierung bestehender Infrastruktur habe darum Vorrang vor dem Ausbau. Das ist eine Ansage in Richtung Bundesrat. Gemeint ist damit insbesondere Verkehrsminister Albert Rösti, der zurzeit umstrittene ÖV-Ausbauprojekte vorantreibt, etwa den Grimseltunnel, der das Berner Oberland mit dem Wallis verbinden soll. Wyss sagt dazu: Das heißt, wir schauen uns jetzt diese Pläne genau an und werden dann im zweiten Teil dieses Jahres unsere Kommentare abgeben als Bestandteil der Vernehmlassung, welche Projekte wir bevorzugen würden. Ob André Wyss sich gegen den Bau des Grimseltunnels stellen wird oder gegen andere künftige Bauvorhaben, wie etwa den Durchgangsbahnhof Luzern, wollte er heute nicht sagen. Er sei nicht per se gegen den Ausbau. Die SBB müsse ausbauen, um das steigende Pendlervolumen bewältigen zu können. Aber die SBB werde klar sagen, welche Projekte sie priorisieren würde. Die Vernehmlassung dauert noch bis Ende Oktober. Am Schluss entscheidet das Parlament. In der Debatte um die Schweizer Bankenregulierung steht vor allem die UBS im Fokus. Doch das Reformpaket des Bundesrats birgt auch Zündstoff für die anderen 3 systemrelevanten Banken der Schweiz. Die Raiffeisen, die Zürcher Kantonalbank und die Postfinance legen in diesen Tagen alle ihre Jahreszahlen vor. Neben den Geschäftsergebnissen beschäftigen sie sich auch mit der Frage, wie umgehen mit einer Verschärfung des Bankengesetzes. Wirtschaftsredaktor Sven Zaug. Die Revision des Bankengesetzes geht weit über eine strengere Regulierung der UBS hinaus. Der bundesrätliche Vorschlag, der sich zurzeit in der Vernehmlassung befindet, betrifft auch die übrigen systemrelevanten Banken. Die Zürcher Kantonalbank und die Postfinance wollten sich noch nicht konkret zu den einzelnen Maßnahmen äußern. Ungeachtet dessen, die Skepsis wird immer deutlicher. Der Verband der Schweizerischen Kantonalbanken schreibt etwa, die Krise einer einzelnen Bank rechtfertige keine pauschale Verschärfung für den gesamten Bankensektor. Besonders umstritten sind die neuen Befugnisse der Finanzmarktaufsicht und die Frage, was staatliche Hilfe im Krisenfall kosten muss. Konkret zu den Maßnahmen äußert sich nur die Raiffeisen, etwa zum sogenannten Senior Managers Regime. Künftig soll für jeden wesentlichen Geschäftsbereich eine Person die direkte Verantwortung tragen. Bei schweren Verfehlungen in diesem Bereich soll der Manager oder die Managerin persönlich haften. Christian Hofer ist Leiter Nachhaltigkeit und Politik bei der Raiffeisen-Gruppe und er sagt: Die Raiffeisen-Gruppe besteht aus der Raiffeisen Schweiz mit rund 2300 Mitarbeitenden und dann aus ganz vielen kleinen Raiffeisenbanken. Und wenn ein Senior Managers Regime für die Organe all dieser kleinen Banken gelten würde, dann wäre das aus unserer Optik ganz klar unverhältnismäßig. Künftig müssten also die Banken ihre Verantwortlichkeiten deutlich genauer dokumentieren. Mehr Bürokratie und mehr Kosten, kritisiert die Branche. Kleinere Banken jedoch dürften vom neuen Regime ausgenommen werden. Ob dies für die einzelnen Genossenschaften der Raiffeisen dereinst gilt, ist noch unklar. Corinne Zellweger-Gutknecht ist Rechtsprofessorin an der Universität Basel und eine der profiliertesten Stimmen beim Thema Bankenregulierung. Sie befürwortet das neue Regime, sagt aber auch: Das System ist kein Garant dafür, dass wir dann solche Fälle nicht mehr sehen. Es mag aber tatsächlich wirksam sein, um zielgerichtet die Bank zu motivieren, die Verantwortlichen zu identifizieren und zu sanktionieren. Ein weiterer Streitpunkt ist die Frühintervention. Die Finanzmarktaufsicht soll künftig nicht nur Bußen gegen fehlbare Institute verhängen können, sondern auch deutlich mehr Biss erhalten, um bei ersten Anzeichen von Führungsproblemen einzugreifen, bevor sich diese zu einer existenziellen Krise ausweiten. Christian Hofer sagt: Wir müssen die Bußenkompetenz der FINMA im Kontext der verschiedenen Maßnahmen sehen, die jetzt diskutiert werden. Sehr viele Frühinterventionsmaßnahmen, die greifen in Verfahrensrechte ein, in die Wirtschaftsfreiheit ein. Und deshalb müssen die jetzt auch noch wirklich kritisch analysiert und diskutiert werden. Die Raiffeisenbank befürchtet also, dass die Aufsichtsbehörde künftig zu tief in die unternehmerische Führung und die Eigentumsrechte gesunder Banken eingreifen könnte, lange bevor ein tatsächlicher Gesetzesverstoß vorliegt. Professorin Zellweger-Gutknecht gibt zu bedenken:
Weil sie systemrelevant sind, können sie sich nicht auf die Wirtschaftsfreiheit in gleichem Maß berufen, wie das eine x-beliebige Unternehmung könnte, weil eben ihr Scheitern die Volkswirtschaft als Ganzes bedrohen kann. Und schließlich ist dann noch die Frage, wie viel muss staatliche Hilfe kosten? Nach dem Kollaps der Credit Suisse soll der staatliche Rettungsschirm für systemrelevante Banken, der sogenannte Public Liquidity Backstop, dauerhaft im Gesetz verankert werden. Er ermöglicht es der Nationalbank, einer angeschlagenen Bank im Notfall große Summen zu leihen. Mögliche Verluste trägt der Staat. Und genau dafür sollen Banken künftig eine jährliche Gebühr an den Bund zahlen. Christian Hofer von der Raiffeisen sagt: Eine Abgeltung, das wären für uns einfach unbegründete Mehrkosten. Wir dürfen nicht vergessen, als systemrelevante Bank müssen wir bereits mehr Liquiditätsanforderungen erfüllen, höhere Eigenkapitalanforderungen. Das alles bedeutet Kosten, ein Wettbewerbsnachteil und deshalb können wir eine pauschale Abgeltung nicht akzeptieren. Professorin Zellweger-Gutknecht hingegen spricht von einer Zusatzsicherheit, welche die Banken erhalten. Wenn ihre eigenen Möglichkeiten erschöpft sind. Und ob sie das je in Anspruch nehmen oder nicht, ändert nichts daran. Diese Sicherheit steht im Raum und sie würde genützt. Man würde sie nun mal nicht bankrott gehen lassen. Und das ist ein Wert, der Abgeltung verdient. Die Diskussion um angemessene Vorschriften für die Schweizer Banken zeigt vor allem eins: Nicht alle Finanzinstitute gehören in jedem Fall in denselben regulatorischen Topf wie die UBS. Der US-amerikanische Musiker und Rapper Kanye West hat schon immer Gesprächsstoff geliefert. Zuerst mit einigen hochgelobten Popalben, später aber auch mit wachsendem Größenwahnsinn, der in offen antisemitische Äußerungen und Verherrlichung von Nazi-Deutschland kippte. In der Folge wurde er im Westen vielerorts zur Persona non grata. Nun sorgt Kanye, der sich mittlerweile Ye nennt, in Russland für Aufsehen. 2 mit Spannung erwartete Stadionkonzerte stehen auf der Kippe und bereiten der Kreml-Propaganda Kopfzerbrechen. Aus Moskau, Callum McKenzie. Der Rummel um Kanye West war groß in den russischen Medien. Auf Telegram war Euphorie zu spüren, auch die staatlichen Sender vermeldeten alle, der US-Rapper plane 2 Stadionkonzerte in St. Petersburg. Это единственный музыкант, приезд которого обсуждали вообще все. Er ist der einzige Musiker, über dessen Auftritte alle, aber auch wirklich alle geredet haben, sagt der Moskauer Dima, der sich sogleich ein Konzertticket für umgerechnet 180 Franken kaufte. Alle wissen, wer Kanye West ist, sogar meine Mutter. Dass der Rapper bereits mehrmals seine Bewunderung für den Nationalsozialismus zum Ausdruck gebracht hat, ist Dima bewusst. Я, как человек с какими-то взглядами, я все равно закрываю глаза на что-то, что Kanye говорит. Meine Ansichten sind da ganz andere, sagt er. Aber ich bin bereit, meine Augen davor zu verschließen. Und ich bin einer von vielen in Russland. Weil die Leute dürsten nach neuen, coolen Erlebnissen, neuen Künstlern, neuen Eindrücken. Потому что люди заголодались все равно по какому-то прикольному экспириенсу и новым артистам, не знаю, новым каким-то впечатлениям. Seit dem Großangriff auf die Ukraine meiden westliche Künstler Russland meist. Kanye West oder Ye, wie er sich heute nennt, ist der bei weitem größte Name, der im Land wieder auftreten will. Innerhalb weniger Stunden waren Zehntausende Tickets für seine Konzerte verkauft. Doch dann drehte der Wind in den kremltreuen Medien. Insbesondere sogenannte patriotische Blogger kritisierten die Kriecherei vor dem Westen. Bald stimmte auch das Propagandafernsehen mit ein. Schwarze Rapper konsumierten alle Drogen, erklärte ein Moderator. Daher sollte man ihnen am Flughafen verbotene Substanzen unterjubeln, sie festnehmen und gegen im Westen inhaftierte Russen freitauschen. Dann meldeten sich die Betreiber des Fußballstadions zu Wort, das die Konzerte im Oktober austragen sollte. Für die Anmietung des Stadions seien keine Verträge unterzeichnet worden, sagten sie, die Konzerte könnten nicht stattfinden. Die Veranstalterin insistiert hingegen, Kanye werde auftreten. Der Rapper selbst schweigt dazu. Wie es weitergeht, ist unklar. Aber schon jetzt hat ausgerechnet Kanye West die Widersprüche der russischen Kulturpolitik in Zeiten des Krieges sichtbar gemacht.
Einerseits will der Kreml der russischen Bevölkerung beweisen, dass das Leben trotz allem weitergeht, dass Sanktionen und Boykotte keine Wirkung haben, dass selbst die größten westlichen Stars in Russland noch spielen. Gleichzeitig aber vermittelt das Regime, es habe mit dem Westen und dessen Wertezerfall gebrochen. In Russland würden traditionelle Werte und einheimische Kultur hochgehalten. Diese Widersprüche existieren auch in der Wirtschaftspolitik. Wir haben niemanden aus unserem Markt vertrieben, sagte Putin 2024 über die westlichen Unternehmen, die Russland seit Kriegsbeginn verlassen hatten. Die Position des Kremls ist es, dass diese jederzeit wieder willkommen seien. Derweil enteignet er ausländische Firmen, die geblieben sind, und schröpft die Privatwirtschaft, um seinen Krieg zu finanzieren. Dass vieles in den vorgegebenen Narrativen nicht aufgeht, ist bisweilen ein Problem für die Propagandamedien. Nach anfänglichem Zögern scheinen sie sich nun gegen Kanye Wests Auftritte in Russland zu positionieren. Надеялся, что приезд Канье покажет другим исполнителям, что в целом можно приехать в Россию. Musikfan Dima hatte gehofft, dass Kanyes Auftritte Signalwirkung haben würden, dass andere Künstlerinnen und Künstler sehen würden, dass man nach Russland kommen und gutes Geld verdienen könne, trotz der politischen Situation. Daraus wird wohl nichts. In Russland kommt die Politik immer zuerst. Heute vor genau 70 Jahren ist zum ersten Mal die deutsche Jugendzeitschrift Bravo erschienen. Über Jahrzehnte prägte sie die Jugendkultur im deutschsprachigen Raum. Zu Spitzenzeiten erreichte sie eine Auflage von 1,8 Millionen Hefte pro Woche. Heute sind es noch knapp 45.000. Bravo ist längst online und das gedruckte Heft erscheint nur noch einmal pro Monat. Neben Berichten über Stars und Foto-Love-Stories setzte Bravo immer auch auf Aufklärung, das heißt auf Beziehungs- und Sexualberatung für Jugendliche in der Pubertät. Bis heute beantwortet ein Team unter dem Pseudonym Dr. Sommer die Fragen der jungen Leserschaft. Über die Bedeutung von Bravo als wichtige Aufklärungsinstanz für Generationen von Jugendlichen habe ich mit der Sexologin und Sexualpädagogin Simone Dudle gesprochen. Sie hat mir zunächst geschildert, welche Rolle Bravo für sie persönlich gespielt hat für die Aufklärung in der Pubertät. Da mag ich mich sehr gut erinnern bei meiner Freundin. Da habe ich natürlich mit rotem Kopf und einem Kribbeln im Bauch und großem Interesse und natürlich auch Aufregung dieses Heft in den Händen gehalten und habe mich da erkundigt und auch Neues erfahren. Und spannend war natürlich auch, dass ich davon meinen Eltern nichts erzählt habe. Weil so Informationen ja doch persönlich und privat sind und ich die auch gerne für mich behalten habe. Welche anderen niederschwelligen Möglichkeiten gab es damals in Ihrer Jugendzeit in den 1980er und 90er Jahren überhaupt, um Fragen eben zu Beziehung und Sexualität zu stellen? Ja, da war man schon sehr alleine. Man konnte vielleicht die Eltern fragen, wenn man in einem offenen Elternhaus aufgewachsen ist, aber eben man spricht manchmal nicht mehr so gern über Sexualität mit den eigenen Eltern. Oder dann war man wirklich auf sich alleine gestellt, vielleicht die Peer Group noch, aber sexualpädagogischen Unterricht, den habe ich nie erfahren in meiner Jugendzeit. Also das war damals noch gar nicht etabliert. Zu Spitzenzeiten hat das Dr. Sommer-Team offenbar wöchentlich 3.000 bis 5.000 Briefe erhalten. Wo sehen Sie die Gründe, dass Bravo bei der Aufklärung vieler Jugendlicher damals eine so große Rolle gespielt hat? Das zeigt ja erstmal einfach, wie groß das Interesse an diesem Thema damals schon war und auch heute noch ist. Und dass da das Dr. Sommer-Team einen Nerv getroffen hat, nämlich zu sagen, ja, wir greifen dieses Thema auf, wir sprechen darüber. Sie waren auch bemüht, den Kontakt zwischen den Geschlechtern zu fördern und konkretes Wissen zu vermitteln und wortwörtlich eben aufzuklären. Und somit hat Bravo eigentlich auch ganz viel zur Liberalisierung beigetragen, zur Orientierungshilfe hat sie angeboten und dazu beigetragen, dass bereits junge Menschen mehr über Sexualität erfahren. Also ein Wandel, könnte man schon sagen, haben die initiiert auch damit. Spielte auch die Sprache eine Rolle? Das Dr. Sommer-Team hat ja wirklich Klartext gesprochen. Genau, also ich denke auch, das ist für Jugendliche und ich denke für alle Menschen, die sich für Sexualität interessieren, auch wichtig. Sprache schafft Bewusstsein und nur schon über diese explizite Sprache konnte natürlich Bravo, das Dr. Sommer-Team, auch ganz viele Dinge klären und aufzeigen. Bravo hat seine wichtige Rolle als Aufklärungsinstanz in der deutschsprachigen Welt längst verloren. Wie decken eigentlich heutige Jugendliche ihre Bedürfnisse nach Aufklärung ab?
Ja, das hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Die schauen natürlich nicht mehr das Brauheft an, da ist vielleicht zu viel Text drin, sondern heutige Jugendliche decken ihr Bedürfnis damit ab, dass sie sich in sozialen Medien vielleicht das suchen oder zu finden hoffen, was sie für Fragen haben. Dann auch, sie suchen sich natürlich Informationen in Peer Groups oder eben dann, sie werden von Fachpersonen darin kompetent begleitet. Die kommen in Schulen und besprechen dann Themen mit ihnen. Oder eben, sie haben die Eltern. Was ist Ihr Eindruck aus der Praxis? Haben die Jugendlichen von heute die gleichen Fragen wie früher? Das ist eine spannende Frage. Die Themen sind eigentlich die gleichen. Nur einfach der Zugang zu sexuellen Informationen ist heute viel, viel leichter. Also die Informationen gelangt man über Internet, über Pornografie, über soziale Medien, über YouTuber, über Influencer viel leichter dazu. Und die Themen, die beschäftigen die Jugend von damals wie die Jugend von heute nach wie vor. Das sind die Rollenbilder. Wenn wir nur schon daran denken, an die Minosphere, die im Moment sehr populär wieder ist. Beziehungsgestaltung, also wer mit wem und wie, sexuelle Praktiken, also was soll ich tun, wann, wie, was ist normal, der Umgang mit Gefühlen und Verhütung. Also diese Frage, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein, das hat sich nicht verändert in den 70 Jahren, sondern einzig und allein eigentlich der Zugang zu diesen Informationen. Wenn mehr Informationen und viel schneller und einfacher verfügbar sind zu den Themen Beziehung und Sexualität, heißt das, die Jugendlichen von heute sind offener und besser aufgeklärt als früher? Das könnte man meinen, aber der Schein trügt. Jugendliche tragen auch heute noch ganz viel Unwissen bezüglich Körper, Liebe, Sexualität mit sich herum. Und der Zugang zum eigenen Körper ist ein wichtiges Instrument, um überhaupt Sexualität leben zu können. Und da brauchen sie die Unterstützung von Erwachsenen. Also dieses Unwissen, da darf man sich nicht trügen lassen darüber. Und diesem sexuellen Bedürfnis oder dem Bedürfnis nach sexueller Bildung, das ist bei Jung und Alt nach wie vor gleich. Und eben da braucht es Fachpersonen wie zum Beispiel vom ISP Zürich, die da begleiten und unterstützen. Zum Schluss ganz kurz, bräuchten die heutigen Jugendlichen wieder eine Instanz, wie es das Bravo früher mal war? Ich denke, es braucht eine Instanz, die den Lebensaspekt real und direkt aufgreift, also eben die in Schulklassen kommt, die sexuelle Bildung zum Thema macht in Vorträgen, in Veranstaltungen. Das Bravo war ganz bestimmt damals ganz gut und heute glaube ich aber, dass es Gefäße braucht, die wieder sehr konkret und in direktem Kontakt mit dem Jugendlichen stehen. Sagt Simone Dudle. Sie führt eine Praxis für Sexualberatung, Therapie und Sexualpädagogik. Der diesjährige Sommer ist in Europa einer der schlimmsten, was Waldbrände angeht. Das belegen Daten des Europäischen Waldbrandinformationssystems. Extreme Hitze, Dürre und starke Winde bieten die perfekten Voraussetzungen, damit sich ein Feuer in kürzester Zeit ausbreiten und nur schwer unter Kontrolle gebracht werden kann. Besonders betroffen dieses Jahr Spanien, Frankreich, aber auch Griechenland, wo es unter anderem auf Kreta brannte oder auch rund um Athen. Für die Menschen dort beginnen die eigentlichen Herausforderungen oft, wenn das Feuer längst gelöscht wurde. Rodothea Seralidou berichtet. Es ist ungewohnt ruhig in Porto Germano, einem malerischen Küstenort knapp 65 Kilometer von der Athener Innenstadt entfernt. Die weißen Kieselstrände und das kristallklare Wasser, umgeben von dichten Pinienwäldern, machten die Gegend bisher zu einem beliebten Ferienziel. Von seinem Strandcafé hat Yanis Giokas einen Panoramablick auf den gesamten Ort. Doch diesen August läuft das Geschäft nicht gut, sagt der 46-Jährige. Jetzt im Hochsommer wäre normalerweise dieser Strand rappelvoll. Um diese Uhrzeit müssten in meinem Café 3 oder 4 Personen arbeiten. Ich habe aber heute nur eine Kellnerin und wie Sie sehen, überhaupt keine Kundschaft. Das Feuer war eine Katastrophe für unseren Ort. Sogar Menschen, die hier ein Ferienhaus haben, kommen nicht. Viele Häuser sind ja nicht mehr bewohnbar und sie wollen sich auch diesen Anblick ersparen. Der Kaffeebetreiber zeigt auf die Berge rund um Porto Germano. Dort, wo bisher hohe Pinien wuchsen, ist nun alles verbrannt. Auch Wochen nach dem großen Feuer riecht es nach verkohltem Holz.
Der Waldbrand begann Ende Juli 13 Kilometer nordwestlich von Porto Germenó. Auslöser soll die defekte Stromleitung eines Windparks gewesen sein. 3 Mitarbeiter des Windkraftunternehmens befinden sich deswegen aktuell in Untersuchungshaft. Aufgrund der starken Winde breitete sich das Feuer im Wald aus und umzingelte den Ferienort. Yannis Giokas war Augenzeuge. In weniger als einer Stunde kam das Feuer den Berg runter bis zu den ersten Häusern. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Feuer durch die gesamte Siedlung gefressen. Das hatten wir so noch nie erlebt. Anwohnerinnen und Touristen wurden evakuiert. Rund 100 Häuser und mehr als 11.000 Hektar Wald konnten nicht gerettet werden. Auch das Haus von Dora Papazoglou fiel den Flammen zum Opfer. Während Arbeitstrupps der Gemeinde vor ihrer Haustür tote Äste entfernen und die Straßen freiräumen, sucht die 70-jährige Frau in den Trümmern nach Gegenständen, die das Feuer nicht zerstört hat. Das hier war eine 100 Jahre alte Singer-Nähmaschine, Erbstück meiner Schwiegermutter. Hier war eine Wohnzimmervitrine mit wertvollem Tafelservice. Hier unser Tisch, da die Stühle. 100 Quadratmeter groß war unser Haus. Jetzt ist nichts mehr übrig. Die griechische Regierung hat Maßnahmen angekündigt, um Anwohnern und Geschäftsleuten finanziell unter die Arme zu greifen. Hilfsgelder und Subventionen sollen den Ort wieder attraktiv für Touristinnen und Touristen machen. Und diejenigen, deren Häuser komplett zerstört wurden, sollen beim Wiederaufbau mit bis zu 1.000 Euro pro Quadratmeter unterstützt werden. Für die 70-jährige Dora Papazoglou nur ein kleiner Trost. Wir haben unsere ganzen Ersparnisse ausgegeben, um dieses Haus zu bauen. Als mein Mann an Krebs verstarb, war es noch im Rohbau. Was soll ich nun als erstes mit dieser Summe anfangen, die die Regierung verspricht? Soll ich sie für Fenster ausgeben, für Küchengeräte, für ein neues Dach? Und wer bringt mir die ganzen Familienerbstücke wieder, die ich hier aufbewahrte? Es mag sein, dass der Wald irgendwann wieder grün wird. Meine Seele aber wird für immer schwarz bleiben. So wie viele Anwohnerinnen übt Dora Papazoglou auch Kritik an der Feuerwehr. Nach der Evakuierung hätte sie sich zurückgezogen, statt das Eigentum der Menschen zu retten, heißt es. Die griechische Feuerwehr weist diese Vorwürfe zurück. Auch der regierungsnahe Bürgermeister Armodios Drikos, der nun die Reinigungsarbeiten von Porto Germenó koordiniert, verteidigt die Feuerwehrleute. Mit so starken Winden und 40 bis 50 Meter hohen Flammen war es unmöglich, alle Häuser zu retten. Da ist es unfair, die Schuld bei der Feuerwehr zu suchen. Wir hätten hunderte Menschenleben verlieren können. Es kam aber nicht eine Person ums Leben. Ich verstehe die Trauer der Menschen, die ihr Eigentum verloren haben. Uns geht es allen so. Mein Haus wurde auch beschädigt. Aber manchmal sind Naturphänomene eben mächtiger als der Mensch. Ab September sei der Erosionsschutz dran, sagt der Bürgermeister, etwa mit Holzbarrieren, die die Erde bei Starkregen halten sollen, damit nach dem verheerenden Feuer nicht auch noch die Flut kommt. Rodotea Serralidou war für uns in Porto Germenó. Das war das Echo der Zeit am Mittwoch, dem 26. August mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Christoph Forster, für die Nachrichten David Burkhardt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Matthias Kündig. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.